Moin, ich bin Lisa von Eat Love unterhoben mit Gretel und Bas. Mockt wie von Dach ein Wildburger mit Rotwinsoße. Gretel, was braucht wir denn dafür? Ja, ich würde sagen, wir brauchen Hackfleisch von Rehwild oder von Hirsch. Und dann brauchen wir Rotwein, ein bisschen Öl, Butter, Paniermehl. Dann brauchen wir noch den Schimmelkäse, Hamburger, Brötchen, Senf, Salz, Pfeffer. Dann haben wir noch Worcestersauce, Balsamicoöl. Dann haben wir Zimt, ein bisschen braunen Zucker, Zwiebel, die Graude, ein Ei und Knoblauch. Und dann brauchen wir auch noch Rucola als Unterloch auf die Brötchen rauf. Kotte Klockschied von mir, Zimt hält auch Kanäle. Vielleicht kennt der ein oder andere das von Schau, ja. Und das sind nun ganz schön viele Taudorden. Aber wie mag das langsam, Schritt für Schritt, dass wir mit dem Korken kommt? Ja. Zuallererst mag wir die Rotwinsoße. Was braucht wir dafür? Ja, wir brauchen 100 Milliliter Rotwein. Genau, gegen den Parallax so viel. So, kann ein Pott rein. Und dann brauchen wir noch 30 Milliliter davon. So, nur ein bisschen noch. So, Gut. dann brauchen wir braunen Zucker. Ah, den habt ihr Den hier. haben wir abgewogen. Wie viel Brunzucker habt ihr hier? Wir haben da 40 Gramm. 40 Gramm. Eins klar. Eins drin? Ja, Du hast schon einen Herd mockt. Ja. Das will ich sagen. ja. Okay. Brunzucker ist bin. Nun kommt da eine Messerspitze von den Zimt. Also ein bisschen Pi mal Daumen. Pi mal Daumen. Ja, So macht man das. so macht man das. Einfach ein bisschen Rindchen. Jo, Ja. das ist auch genug. Und ein bisschen Salz und Pfeffer. So? Ja, nee, gut noch ein bisschen. So. Okay. Kann auch jeder einen so machen, wie er das will. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen? Ja. So, und guckt, wie das ab. Du musst das ingucken. Inkorken. Okay. Ja. Das duftet schon richtig gut. Ja. Die Zwiebel war ich nur in, habe ich gerade gelernt, hauchdünne Ringe schneiden. Das brauchen wir noch hier als Belag. Und das muss ja auch dann schön gut sein. Gretel, ich habe immer das Problem, dass ich anfange, da zu hulen, wenn ich Zwiebeln schneiden dau. Hast du da einen Tipp für mich? Ich nicht, aber meine Zwillingsschwester, die hat einen Tipp. Der hat einen Elke, Tipp. komm mal eben ran. Oh, Elke. Ja, dann will ich mal genau erzählen. Dann gehst du einfach vor dem Fenster und da ist das ja ein bisschen kalt und dann schnitzt du den. Und dann muss ich nicht hulen. Nee, den musst du nicht holen. Viele Das musst ist du ja das auch mit großartig. Ruder. Mit Worte? Ja. Dann stellt sie, also lassen sie die mit länger im Ruder und dann schniert sie die und dann weiter. Hey, großartig, ich mag das. Habt ihr noch gaue Tipps, um Zwiebeln zu schneiden ohne zu hulen? Schreibt ihr gerne mal in die Kommentare. Ja, nun brauchen wir ein bisschen Butter. Und dann machen wir hier nochmal wer an. Und dann kommt dort die Zwiebeln, die schütten ein bisschen glasig braun werden. Und nicht verbrennen, sondern braun. Okay. Und Der Brot, wie liegt's in den Boddern die, an? ja, Und us Rotwinsoße ist halt schön sämig geworden, ja, oder? der ist also wirklich wunderbar geworden. Und da kommt nachher die Zwiebeln noch mit rein. Okay, gut. So, nun könnt ihr Zwiebeln da rein, ein bisschen untereinander pulen, damit die Ringe auch schön zu sehen sind. Und den möchte ich jetzt ein bisschen karamellisieren, also ein bisschen braun werden, alle rein. So, und nun kommt der Rest. Ja. Okay, woran erkenne ich nur, dass die gaut sind? Ja, da braun werden. Ah, eins klar. So, dann leg mal los. Ja, also ich habe all das Fleisch. Was kommt da noch rein? Kommt ein bisschen Senf rein, dann ein Ei. Kommt auch noch mit rein. So, dann brauchen wir noch Salz, mit Pfeffer, Pfeffer. Ich sollte ja nicht so nüchtern waren, da muss schon ein bisschen was drin, ne? Da muss Wumms drin. Jo. Absolut. So, dann ein bisschen Zimt, Kanäle, Ja. jo. Und dann habt ihr hier
Paniermehl, Semmelbrösel, Die Feldsemmelbrösel? 75. Okay, wunderbar. Ja. Dann Und nun kommt da noch Knoblauch rein. Knoblauch, Ein Knoblauch. ganz lütt. So, kommt das hier mal Auch mit da rein. drauf. Jo. Und nun? Kannst alles zum vermengen. Ja. Yes. 500 Gramm Hackfleisch. Wie viele Patties kriegt wieder gut? Feier. Feier Patties. Ja. Ja, perfekt. Wir können auch ein bisschen Öl schon in die Pfanne hauen. Den muss ja auch hitwarm. So. Am besten Öl, was auch hitwarm kann. Also Olivenöl ist da nicht so für geeignet. Sonnenblumen oder Rapsöl. Wird das richtig. verwenden. Hier. Weißt du was? Wir haben Worcestershire vergeben. Ein Label voll. Oh nee, den Du muss noch darfst drin. also noch ein Ich mag bisschen, noch mal. noch ein bisschen rühren. Ja, ist gut so, ne? Fühlt sich gut an. So, das gut vermengt gut. Ja, treffen wir eben. Einmal probieren. Das so. Einmal testen, ganz wichtig. Kann man ein bisschen Sohl dran. Okay. Nun musst Mojito. du feiern. Patties morgen. So. Und nun? Und nun drückst du ein bisschen platt, dass da auch Patties sind. So gut. Ja, so ist gut. 4 Stück davon. Und dann lächle ich die in den Pfanne. Pass auf, ist hit. Jo. Ja, jo. Wunderbar. Dann können wir die Brötchenhälften vorbereiten. So, dann nehmen wir die Unterteile. Damit ein bisschen kross wird von innen. Einmal drehen, wenden. So, dann hätten wir die beiden auch. Oh, ist das hit. Oh, Pfirsich. Die Brötchen, die wir nur toastet habt, beschmiert wir einmal dünn mit Buttern. So, nun kommt der Schimmelkäse. Den schniert wir auch in dünne Scheiben. Okay. Ja, nun kommt der Rucola. Einmal darauf. Patties rum. Und wenn Sie wild nicht so gern möcht oder Schau einfach voll Hack, Wildhack taudröch ist, könnt ihr doch gern halb morgen oder einfach mit anderem Hackfleisch ersetzen. So, nun kommt der Schimmelkäse drauf. Schimmelkäse, das ist einmal eine Gabel. Genau, Ja, Dankeschön. mal 2. Die Burger sehen nun meist fahrig gut, aber das Grand Finale kommt noch. Was mockt ihr jetzt noch? Ja, nun kommt der Rotweinsoße, die inkocht ist. Die kommt dann noch ein bisschen rüber. So ein bisschen drapiert. Dann kommt der Deckel drauf. Yes, Das ist das Highlight. das sieht wahnsinnig gut. Ja. Kommentiert gerne mal, habt ihr nur auch Hunger? Jo, happy. Spannend. Happy. Wahnsinn, ich würde sagen, das habt ihr richtig gut hinkriegen. Ja. Und für uns gibt das jetzt was zu essen.